Henri Winkel, vielmals merci auch für den schönen Übergang zu der Thematik eben von der Entdemokratisierung an Europa, an der Europäischen Union, als du mal gemerkt. Was nach übrig ist von der Demokratie an Europa, gerät an einen dreifachen Zwang, wo man aber den Abend nimmen von zwei Welle schwätzen. Den einen, da das Wissen von der Extremdroite, war ganz Europa, nicht nur nach Frankreich. Der zweite, da das, was den französischen Soziologen genannt wird, den Aufbau von der sozialen Citoyenität, das heißt alles, was in das Stichwort Exklusion, Sozialexklusion, Prekarität und so weiter fällt, wo man der demokratische Partizipation von ganzen Branchen von Leuten auf gerät, weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlen oder gesot kriegen sie oder gewisse kriegen, sie werden vielleicht nicht mehr zugehörig zu der demokratischen Gesellschaft, da könnte nicht mehr partizipieren, und dann das, was ich eben nennen, den neuen europäischen Despotismus. Aber wie weit das sie da können gehen, das wird am Moment in Griechenland getestet. Also ausgerechnet an dem Land oder auf der Platz, wo jo wei von der Demokratie soll stehen. Wie der Papandreou angekündigt hat, gave a Griechenland ein Referendum durchführen über den Austeritätsprogramm, den von der Europäischen Union imposiert ging, als eine Welle von Entrüstung durch ganz Europa gegangen, also durch ganz Europa heißt durch die Spitze von Europa. Aber wie den Papandreou dann aufgrund von dem Druck die Proposition vom Referendum zurückgezogen hat, schreibt der deutsche Philosoph Jürgen Habermas in einem Zeitungsartikel, die wirklich zynische Bedeutung von dem griechischen Drama als Doma der reveliert, nämlich Manner Demokratie als besser für die Märkte. Wenn die Finanzmärkte, wie den Henget für Druck gesagt hat, dürfen Politik diktieren, was ist danach übrig von der Demokratie? Wenn Politiker mit Hilfe von sogenannten Experten oder Technokraten sowohl am europäischen Niveau wie an verschiedenen Memberstaaten wie an Italien oder Spanien oder Griechenland ohne politische Legitimation den Sozialaufbau imposieren, was ist danach Recht von Demokratie? Aber wenn sich das Volk nicht so verhält, wie die europäischen Spitzen die Stadt wünschen, dann liest den an denen angepasste Presseorgane respektiv bei den Aussagen von den Spitzenpolitikern genau dieselben Kommentare, wie die den Henk publiziert hat an seinem Artikel ein Tag danach oder le jour d'après, meine ich, wo zitiert, was an der Rätspresse zu Lützeburg stand, den 7. Juni 1937, also nur dem für sie schlechten Ausgang vom Referendum. An haut lesen wir, dasselbe, wenn ein Referendum nicht so ausgeht, wie er wünscht das, oder Wahlen nicht so ausgehen, wie er wünscht das. Die Volk ist nicht reif, die undisziplinierten Massen haben sich von Demagogen irrleden gelost. Wir haben übrigens dieselben Kommentare gelesen wie 2005 an einer Reihe von Ländern, Majoritäten von der Bevölkerung Nein zum Verfassungsprojekt gesagt und auch da, auch als zu Lützeburg, die Nähe gestimmt haben, waren die schlecht informiert waren, nicht verstanden hatten. Und an der Chambre hat sogar, wenn ich mich gut daran erinnere, eine Partei, eine Motion deposiert, als Jugend müsste besser zugehen am Sinn von Europa, weil nämlich die Jugendlichen hatten zu Lützeburg majoritär Nähe gestimmt. Und aber Dieren, was in der Dialoge läuft, die hören tatsächlich mal 60% für den sogenannten Fiskalpakt gestimmt. Das ist dann nicht tatsächlich ein Beispiel von positiver Demokratie. Pour des Referendum war am Mond
einen Artikel mit einer Reihe von Aussagen von Leuten aus Irland, die gesagt haben, sie geben tatsächlich für den Fiskalpakt Stimmen. Ich kann die Aussagen nicht näher zitieren, das geht zu lange dauern, aber der Titel vom Artikel Le Monde sagt alles. L'Irlande vote sur le pacte budgétaire entre peur et colère. Zwischen Angst und Roserei, was ist das für einen demokratischen Vote? Den Aufbau von der Demokratie an Europa hat aber nicht leicht an den letzten Monaten oder Jahren angefangen. Es kann nicht das, was wir Gemengehand den Neoliberalismus nennen, an dem sich offensiv an den 70er Jahren angefangen hat, kann ihn lesen als am Kern eigentlich das Projekt, das systematische Programm von einer Einschränkung von der Demokratie. Weil darum geht es ja. Die Verwertungslogik vom Kapital, Verfügungsgewalt von einer Minorität über einen möglichst hohen Anteil vom Reichtum, einen größtmöglichen ökonomischen, an direkten oder indirekten politischen Einfluss, den Pouvoir von einer Minorität zu protegieren für einen unvoraussehbaren demokratischen Angriffe. Darum geht es am Kern an dem Programm Neoliberalismus. Das notzulesen bei einem von ihren wichtigsten Theoretikern, beim Hayek. Zitate: Sozialdemokratie, so ten, als keine Demokratie. Die große Gefahr von der Demokratie besteht darin, dass sie an die Wirtschaft ergreift. Die Ordnung von den Menschen und das Zwang vom Markt war an uns Grundlage von der Zivilisation. Den Hayek war im Zweiten Weltkrieg zwar lange Zeit der Vergessenheit geraten, bis das in den 70er Jahren, kann ich nicht so abgestanden, als weil nicht nachgelebt, aber einen ideologischen Einfluss gewonnen hat. Madame Thatcher hat, wie so ein Truderkommers, ganz Passagen aus dem Hayek singen Buch, zitiert dann hier Parlamentarier, aufgefordert, sie müssten all seine Bücher lesen. Madame Merkel hat nach 2005 kräftig gelobt, was den Hayek für ein wichtiger Mensch wäre. Er hat die geistigen Grundlagen der freiheitlichen Gesellschaft im Kampf gegen staatlichen Interventionismus und Diktatur herausgearbeitet, Madame Merkel. Und an der Globalisierungsdebatte wäre hier hochaktuell. 1975 publiziert die sogenannten Trilateralkommission, und die verschiedenen von euch sich wahrscheinlich noch können erinnern, eine Etude von renommierten Wissenschaftlern. Trilateralkommission war eine Kommission, wo hauptsächlich Politiker, aber auch Wissenschaftler, auch Ideologen von Amerika, Europa, Japan zusammensitzen, für sich mit der Frage von der damals schon von der Globalisierung auseinanderzusetzen. Da wird von renommierten Wissenschaftlern eine Etude publiziert mit dem Titel The Crisis of Democracy. Ich schon sie nicht mehr auf Englisch fand, wo unter anderem ein französischer Soziologe, relativ bekannt, Michel Crozier, ein Amerikaner, den entretemps auch viel mehr bekannt ist wie damals, nämlich Samuel Huntington, den bekannt ist durch seinen Crash of Civilizations, Kampf der Kulturen. Und an der Etude Crisis of Democracy geht der These widersprach, es können den Mängel von der Demokratie nicht mehr durch mehr Demokratie bekämpfen, sondern es muss feststellen, steht da, es gäbe einen Excess of Democracy gehen, das war in den 70er Jahren. Es ist aufgefordert gehen zu einer Moderation von der Demokratie, gewünscht eine größere Apathie von den Bürgern an den demokratischen Gesellschaften. Das ist ein Beispiel, nehmen ein, dann nicht das krass, von dem, was im Englisch muss bezeichnen als Paradigmenwechsel an den 70er Jahren, eine Paradigmenwechsel, die von allem rausgelaufen ist, also ob die Einschränkung von der Demokratie.
Und über den Paradigmenwechsel geht nie, und das wäre ja ein Widerspruch gewesen, geht nie einen breiten öffentlichen Debat, nie als in Europa eine politische Partei, auch nicht eine Rechtspartei, offen und explizit abgetrat mit dem Programm von der Einschränkung von der Demokratie. Und das ist ja auch nicht, ob vielleicht in England als Ausnahme, und das auch nicht ob EQ geschieht, das Schritt für Schritt geschieht, Salamitaktik, High-End-Tranche, Einkommenssteuer auf den hohen Revenuen, do ein paar Prozent Gewinnsteuer aufgesagt, ein Paragraph am Arbeitsrecht, do ein half Privatisierung, die Liberalisierung genannt ginas, bis wir dann do gekommen sind, wo wir los sind. An der Europäischen Union als den Paradigmenwechsel mat vollzugehen, von Treaty zu Treaty, von Maastricht bis Lissabon angeschrieben gehen, immer mehr stark einer stark Prädominanz von der freien Konkurrenz par rapport zu der Demokratie. Das war den demokratischen Defizit von der Europäischen Union einmal genannt, Ginas. Das hat natürlich die Entwicklung favorisiert. Also es war von Anfang an der Europäischen Union nicht genug Demokratie. Das Europäische Parlament, als auch noch Lissabon, nicht ein Parlament mit den Befugnissen, wie sie normalerweise Parlamente müssten haben. Der Europäische Conseil widerspricht dem Prinzip von der Separation des Pouvoirs, weil den als Legislativ und Exekutiv zugleich. Die nicht gewählten Europäische Kommission, die offiziell zwar einen administrativen Charakter hat, wie wir alle gut wissen, einen erheblichen politischen Einfluss. Und die Nationalparlamente, die unter einer gewissen demokratischen Legitimation gehabt hätten, die haben sich weitgehend selber entmündigen gelassen. Am Jahr 2005, meine ich, wäre mit dem Projekt von einer europäischen Verfassung Gelegenheit gewesen, eine andere Richtung anzuschlagen. An den Debat war ja auch angestoßen. An einer ganzen Reihe von Ländern, nicht nur da, wo Referendum angekündigt war, als über die Orientierung von der Europäischen Union diskutiert gehen, seriös diskutiert gehen, sachlich diskutiert gehen, Alternativen vorgeschlagen gehen, auch zu Lützeburg, aber Weltvolk in Frankreich, an Irland, an Holland, der Wahlheit zu Lützeburg auch falsch gewählt hat, als einfach denselben Vertrag mit einem anderen Namen durchgeboxt ging. 2008 wäre nach ein Kehr Gelegenheit gewirrscht, wie die Krise ausgebracht war, weil du heute schon gesehen, zu welchen Konsequenzen dass die Neoliberalpolitik gefeiert hat. Aber mit der Gestion von der Krise geht noch viel schlimmer. 100 Zonendieren gehen Verträge ausgeklügelt, die kaum nach versteht, Co-Handel, die kaum nach nachvollzieht, Austeritätsprogramme, die an Rezession führen, also kein Ausweg aus der Krise bedeutet, gehen imposiert, für die Krise auf irgendeine Art und Weise zu überstehen, ohne Ursachen zu gehen. Das heißt, ohne das System vorzustellen, den an die Krise gefordert wird. Und natürlich auch ohne eine Reflexion zu machen, geschweige dann Mesuren für den demokratischen Defizit an der Europäischen Union zu beheben. Eine Troika, die keine demokratische Legitimation hat, sieht die Griechen, weil die Hilfe brauchen, sie müssten zum Beispiel den Mindestlohn, der liegt bei 700 € im Monat, nach 22% kürzen, froh, wen hat denen das Mandat dann eigentlich gehen, a puncto froh von der Demokratie. Da können Sie natürlich kommen, also wir haben einen Akkord mit den Griechen unterschrieben, an das Parlament und so weiter, die sie natürlich dann legitimiert, für zuzustimmen oder nicht. Und wir wissen aber alle Guten, wenn sie nicht zustimmen, dann kriegen sie all Tag gesagt, gell? Kriegen sie all Tag gesagt, wenn du falsch wählst, pass auf, hat dich geschickt. Also wenn sie nicht zustimmen, dann kriegen sie natürlich auch, da kriegen sie auch keine Hilfe, da gehen sie bestraft. Der Clou von dem, was ich den europäischen Despotismus nenne, das sind die zwei letzten Verträge, die noch nicht ratifiziert sind,
Den ist so auch ein bisschen an der Diskussion. Die zweite, das ist die sogenannten Rettungsschirm, mit dem Hilfen und Länder, also nur dem Hilfen und Länder können gehen, muss ich allerdings direkt so, und die Hilfen und Länder, wo gehen die dann? Die gehen größtenteils und Banken. Die gehen Lorem, wie viel, 1000 Milliarden, ich habe Probleme mit denen zu, weil das geht immer über mein Horizont raus. Ich meine, es sind 1000 Milliarden. Also 1000 Milliarden Euro für Spanien, nichts für Spanien, für die Banken aus Spanien, größtenteils. Das heißt also gerade die eigentlich schuld sind unter Krise und auch schuld sind daran, dass die Krise einfach weitergeht, weil sie weiter spekulativ Geschäfte machen. Dann hat das den sogenannten Stabilitätspakt, der noch sicher nicht zur Stabilität feiert, sondern wie ein französischer Ökonomist geschrieben wird, zum Chaos. Da wird die Austeritätspolitik nicht nur 4 geschrieben, 0,5% Defizit, auch wenn es nicht so dran steht, immer gemengt, der muss für allem und den Ausgabenspuren, der darf nicht Steuern erheben, für allem nicht auf die Benefice und nicht auf den höheren Revenu, weil das geht auf Kosten von der Kompetitivität. Da muss also die Ausgaben kürzen, aber wenn man Ausgaben kürzen soll, dann denkt man natürlich hauptsächlich Sozialausgaben. Dann das geht doch, wenn nicht an den Treten selber, doch aber an den Ausruf von der Politiker relativ deutlich so gesagt. Oder wenn da also Hilfe kriegt, dann muss da ihr schon eine Reihe von Konditionen haben. Die Konditionen gehen nicht um Banken oder höchstens zu einem ganz kleinen Teil, sondern das sind derart Konditionen, der muss Rente kürzen, der muss Paie kürzen, der muss mehr lang arbeiten gehen und so weiter und so fort. Das ist die sogenannte goldene Regel, die 0,5% Defizit, mit der die Austeritätspolitik und damit der sozialen Aufbau quasi zum Verfassungsprinzip erhoben gehen. Erlaubt mir eine Klammer, die goldene Regel, den Ausdruck, Rita, das ist eine Frechheit. Weil in der goldenen Regel versteht den an der Ethik meistens die einfache Regel, du sollst den anderen so behandeln, wie es du selber gerne behandelt wirst. Da eine goldene Regel zu nennen, ist eine Frechheit. Die goldene Regel, die geht also nicht einfach los, oder das ist nicht eine Rekommandation, sondern die geht am Anfang quasi gut geplant, dann kommt aus Deutschland, die misst an Verfassungen von den Memberstaaten kommen, an Verfassungen. Das heißt also, wir hätten von Uwenruf diktiert, kriegt was an als Verfassungen misst kommen. Lo hast ein bisschen aufgeschwächt, lo steht da an Verfassung oder an ein Gesetz, was aber à peu près, was da immer heißt, weiß ich nicht, was à peu près Verfassungscharakter hat. Das ist nicht definiert, was das heißt, weil ein Gesetz wird aus sich an der Regel nicht Verfassungscharakter. Das heißt also, an andere wieder, da gibt eine Austeritätspolitik, wird eigentlich zu einem Verfassungsprinzip erhoben. Aber wie das dann an der Praxis geht mit dem Rettungsschirm, mit dem Fiskalpakt, das ist ein unkontrolliert Dunkelkummer, wie weise Premier so ein unkontrolliert Dunkelkummer, die über Konditionen dezidiert, die ihr Land muss erfüllen, für geholfen zu kriegen mit dem Rettungsschirm, weil die zwei Verträge, die hängen zusammen. Da sind dann der Rettungsschirm dirigiert von 17 Gouverneuren, das sind die 17 Finanzminister von der Eurozone, die bestimmen da letzten Endes über die sogenannten Konditionen, über die Konditionen an einem Akkord. An die bestimmen letzten Endes, und ich vereinfache nicht viel, weil man schon Praxis, die bestimmen ohne demokratische Kontrolle, wie weit zum Beispiel der Mindestlohn nach Griechenland danach muss aufgesagt gehen oder wenig Spuren ja dann dürfen an Pension gehen. Was für öffentliche Services an Italien auch muss privatisiert gehen, aber wenn zu Lützeburg den Index dann definitiv aufgeschafft wird. Den Europäischen Gerichtshof, den kann mit der Überwachung von der goldenen Regel befasst gehen, kann sogar von engem Land gegen ein anderes befasst gehen. Wenn Deutschland meint, irgendein anderes Land geht sich nicht und Regeln halten, kann Deutschland das Europäische Verfassungsgericht anrufen und dann natürlich auch Sanktionen proposieren für eine Regel, die, wie gesagt, eigentlich zum Verfassungsprinzip erhoben wird, dann eigentlich das wie eine Austeritätsregel. Ich zitiere justo aber es ein kleinen Artikelchen von einem französischen Ökonomist, Bruno Amable, der schreibt an der Libération dazu, zu denen Verträgen, c'est la mort annoncée du modèle social
européen, das ist der Titel, an aus dem Artikel Le modèle néolibéral est en train de gagner la guerre qui l'oppose au modèle social européen, sans que ceux qui devraient être les défenseurs de ce dernier jugent utile de combattre. Da sind natürlich nicht Manifestanten aus Spanien oder Griechenland gemengt, sondern da sind die europäischen Politiker gemengt, die das Sozialmodell eigentlich müssten verteidigen. Wo Frieden sich natürlich Wert als Nationalverfassungen eigentlich nach Wert sind. Und muss ich ja daran erinnern, dass die mal an der Zeit zu einem ganz großen Teil gerade gegen das despotische Regime erstritten gewesen und eigentlich eine Verbesserung von den demokratischen Rechten verdient hätten. Und am Platz gehen sie nur dem untergeordnet, was dann eigentlich den Habermas als einen postdemokratischen Exekutivföderalismus bezeichnet. Postdemokratischen Exekutivföderalismus, das heißt, eine autoritär europäische Integration von oben. Und das ist das, was ich nenne, einen neuen europäischen Despotismus, und nicht einmal einen abgeklärten, weil den demoligen abgeklärten, die nur zum Manns nach den Uschein gehen, wie wenn eine Lebenssituation von der Bevölkerung wird verbessern. Und dann muss ich sagen, und das wäre vielleicht ein Übergang zu dem nächsten Beitrag, genau das als auch das Wasser abmillen von den nationalistischen, nach mehr autoritären, teilweise rassistischen Bewegungen an Europa. Merci.